Es ist mir alles zu kalt zum Reden. Wir Wiener sind ja sehr experimentierfreudig. Nicht umsonst haben Wiener zahlreiche Nobelpreise gewonnen. Oder haben neue Heilmittel entdeckt oder waren die ersten Menschen am Mond. Das glaubt's mir jetzt nicht, gell? Ja, eh klar. Die Amis mit dem CIA und auch der russische KGB, die haben das erfolgreich vertuscht. Die haben mit der dann Fake News die ganze Welt täuscht, nur weil sie uns den Erfolg nicht gönnt haben. Aber wir waren oben. Eh wurscht. Auf jeden Fall wollten unsere zwei Wiener, also die Alice und der Mandy, die wollten jetzt herausfinden, welche Minustemperaturen ein Mensch aushalten kann. Und deshalb sind sie nach Nordeuropa geflogen. Ihr werdet jetzt sagen, ja, was machen die in Nordeuropa? Dort gibt's doch eh Menschen, ist doch vollkommen unnötig, was die dort machen. Aber täuscht's euch nicht. Das wissen nämlich nur die wenigsten. Das wissen nur ganz wenige Eingeweihte aus dem Internet. Dort leben nämlich gar keine Menschen mehr. Das sind alles Echsenwesen von einem anderen Planeten. Harmlos, aber kälteresistent. Und das wissen auch unsere Alice und der Mandy. Und deshalb sind sie nach Tallinn und Helsinki gefahren, um jetzt auszufinden, was echte Menschen an Köden aushalten können. Ja, schaut euch das an, aber sagt es niemandem. Die Geheimdienste sind euch eh schon auf der Spur. Ich muss weiter. Habe die Ehre. Wird euch gut. Alice und Mandy fliegen vom 14 Grad warmen Wien 1367 Kilometer ins winterliche Estland. Wo's dann nach 3,5 Stunden frisch gefroren und voller Tatendrang ankommen. In der Hauptstadt bekommen sie dann die erste Kältewelle zu spüren. Es hat -3 Grad Celsius, aber damit haben unsere beiden Wiener eh schon gerechnet. Also wir sind jetzt dem Moment in Tallinn angekommen, haben alles ausgeräumt und jetzt gehen wir da spazieren und die Rechnung ist aufgegangen. Es ist Schnee hier, Gott sei Dank. Juhu, hoffentlich länger.
eigentlich. Wir sind hier in Tallinn beim Naturhistorischen Museum und was die da hier verstehen, ist es die Welt zu verzaubern. Mit Tieren und mit Lampen und mit allen möglichen Sachen. Die Altstadt präsentiert sich winterlich. Es liegt sehr viel Schnee, aber die Temperaturen, die fallen nur moderat aus. Also zu diesem Herrn da oben gibt es eine lustige Geschichte, denn zu seiner Lebenszeit hat er nämlich eine junge Frau vis-à-vis immer beobachtet, wenn sie sich ausgezogen hat. Der Ehemann hat dann bemerkt, dass es da einen Spanner gibt und hat kurz entschlossen, weil er ziemlich wohlbehütet war, eine Figur errichten lassen, sodass sich der Spanner dann selbst gesehen hat. Dann hat er natürlich aufgehört mit dem Spannen und die Geschichte hatte ein gutes Ende. Ja, wir sind jetzt mitten in der Neustadt oder wo auch immer, genau wissen wir es nicht. Aber wir haben da eine wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung gefunden, die auf sehr rutschigen Wegen gebaut ist. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Müssen wir gehen, gell? Ja, ich gehe wie auf Glatteis. Ja, gleich hat es mir auf die Pappen. Aber was tut man nicht alles für die Kunst? Genau. Aber auch so ein Sternentor kommt noch. Stargate. Also ein Stargate kommt noch und dann bleibt drinnen im Büdel. Und dann haben wir es geschafft. Dann werden wir hoffentlich auf gestreuten Wegen daherhatschen können. Gut, gut. Gut gemacht. Schau die blauen Bäume. Die Adventbeleuchtung hat nicht darüber hinweggetäuscht, dass die Minusgrade noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben. Unsere Forscher sind dann halt noch weiter herumgerannt, um die Tiefstemperatur zu finden.
leider sind dann die Celsiusgrade sogar noch gestiegen und es hat zu tauen angefangen. Und da ist dann so richtig gefährlich geworden. Nachdem in Wien die Impfdiktatoren entdeckt und vertrieben worden sind, als sie die Leute durch die Gullideckeln impfen wollten, haben sie sich da was Neues einfallen lassen. Die haben den Impfstoff durch die Regenrinnen verspritzt und als normales Regenwasser getarnt. Na, solche Verloten. Na, servus. Du hast viel. Wolltest du nicht annehmen eigentlich? Ja, das war mein Vorsatz fürs neue Jahr. Okay. Aber wenn jetzt viel ist, dann wiege ich vor dem neuen Jahr noch viel mehr. Und von einem hohen Gewicht fällt es ja viel leichter dann abnehmen, weil wenn ich mich jetzt schon abmagere, dann also habe ich jetzt da geschwind für eine. Gute Logik. Am Morgen ist die Temperatur schon wieder gefallen. Alles dann, auf zum fröhlichen Minusgrade sammeln. Ja, gell? So ein Spaziergang im Schnee, das kann schon was. Ja. Alice und Mandy sind unterwegs zu einem Aussichtspunkt in der Altstadt, wo sie sich eine Messstation hergerichtet haben. Es hat auch wieder zum Schneien angefangen. Ein gutes Zeichen. Das ist die Messstation zum Bettelmönch und gleich werten sie die ersten Daten aus. Sa räägid päikesest nii siiralt ja kuust. See on see armastus, mis viimase võtab. Sa ära jahtu, kuni ma söön. Sa ära jahtu, kuni ma tulen. Sa ära jahtu, kuni teen tööd. Sa minu ahi, mille küte ma olen. Sa Bei derer Köden wird die Arbeit schnell zur Qual und da muss man sich dann irgendwie wieder aufwärmen. Ticket to the blues. Choo-choo train, looking down the track. Got a travel on it, never coming back. One-way ticket to the blues. Da-da-da. My love, my baby's leaving me. Now only tin rocks that all that I could see. Got a one-way ticket to the blues. Da-da-da. I gotta make a trip to Lonesome Town. Gotta stay in a Heartbreak Hotel. Fools such as I will never was. I cried my tears away.
every meaning of an hour, not thinking about the rest. Ich bin ein Kapitalist. Est the Messi? Where are you from? Sorry. Germany. Germany. Oh, ich bin ein schwarzer Kapitalist. Kleiner So Geld. you already have an Oh, das ist gut. Ja, natürlich. Danke schön. Okay. Hallo meine Lieben, wir befinden uns da jetzt im ältesten Kaffeehaus von Tallinn. Es nennt sich Meyers Mock. Wir haben da jetzt was getrunken, Kleinigkeit gegessen und das Kaffeehaus selber ist eigentlich schon eine Sehenswürdigkeit für sich. Es schaut einfach unbeschreiblich schön aus und man kriegt totale Kauflust, hier sich mit Schokoladen einzudecken. Ja, auch in Tallinn sind wir zum Strand gepilgert. Allerdings in Tallinn gibt es keinen Sandstrand, sondern nur einen Schnee- und Kiesstrand und Baustelle. Da ist die Baustelle, da ist der Strand. Muss ich ehrlich gestehen, da haben mir die Strände in Indonesien besser gefallen. Jetzt ist auch Winter, das ist gemein, der Vergleich. Na, dann fahre ich im Winter auch nach Indonesien, dann schauen wir mal. So, und jetzt wandeln wir auf den Spuren von Der Name der Rose. Weil genau da sind ein paar Szenen des genialen Films draht worden. Da bierst mir seine Sünden an. Bei der zweiten Messstation auf der Stadtmauer, da war es dann schon ein bisschen köder. Und da merkt man, je höher, desto früher. Ja, da herum, da hat man nicht nur Augen für den Thermometer. kui vaatle ja ma seisan suure Ja, auf geht's zum nächsten Kontrollpunkt.
dort ist dann Eisbildung garantiert. kuidas läbib mind see suure ilmapain. Ei tea, kas autor olengi ehk taeva vahendaja vaid. Sest rohkem mul ei ole, kui see käidud poolik tee. Milles tarkust hoidmise ja kannatlikkuse läbi. Ehk olen siin, et teilgi oleks vähem häbi. Ja et kinkida teil taevast, mis minust voolab läbi. Aufgrund der fehlenden Handschuhe von Mandy müssen sie unsere Forscher in ein Gotteshaus ein bisschen aufwärmen. Also wir sind da jetzt im Barockgarten vom Schloss Katharinenthal. Es ist wunderschön da. Allerdings muss ich zugeben, im Sommer wäre dieser Barockgarten schon ein bisschen fotogener wie jetzt, wo nichts blüht und nur der Schnee liegt. Ich brauche kein Red Bull, dass mir Flügel wachsen. Die Umgebung ist da so schön, das reicht. Ma üksindust tahaksin laulda ja olla siis teistega koos. Iseendana minna kord hauda saan ma. Also wenn ich die Statue wäre, ich war ein Ski angefressen. Da pudelnackert bei der Köden da heraus stehe. Das ist ja Wahnsinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, dass ich da jetzt für euch im ärgsten Regen, Schneesturm, also ein bisschen Schneeregen haben wir jetzt, da bei dem Wetter herumrennen und euch die ganzen Sachen zeige. Die Alice geht da nicht mit. Die hat sie irgendwo in einem Kaffeehaus verkrochen, weil sie nicht nass werden möchte. Aber ich trotze den Wetterverhältnissen und zeige euch da den schönsten Barockgarten, den es da in der Gegend gibt. Aber nur da in der Gegend. Auch Forscher brauchen Abwechslung. Da kann's ein Museumsbesuch nicht schaden. Der Vorteil davon ist schon auch, dass man sich dort gescheit aufwärmen kann.
Sonst bringst du ja den Mann die nicht so leicht in ein Häusl voller Kunst und Kultur rein. Maailmast pool olen vaimus ja ikkagi maine. Nii on usk minu ainus. Im Katharinenschloss muss man sagen, ich bin begeistert. Die Souvenirs da kosten zum Teil viel weniger wie im einem normalen Souvenirshop in der Altstadt. Schaut euch das an, das ist ein Wahnsinn. Da, die Figuren da kosten nur 2 Euro. Der Teller kostet überhaupt nur 1 Euro. Da 3 Euro, 4 Euro. Ich meine, da drüben sind dann schon die wertvolleren Gegenstände. Das Kandel da kostet 32 Euro, das Häusl 33. In der Altstadt im Souvenirshop unter 20 Euro kriegst du eigentlich fast nichts. Und deswegen gehen wir doch da einkaufen. Ha? Im Talliner Museum für Stadtleben wird die 800-jährige Geschichte der Stadt von ihrer Gründung bis heute präsentiert. Im Kellergeschoss von dem mittelalterlichen Kaufmannshaus gibt's Keramik, Porzellan und Metall zum Anschauen. In den oberen Stockwerken ist dann die Geschichte von der Stadt präsentiert. Im obersten Stock ist sogar interessant worden. Da ist um einen Sex in der Stadt gegangen. Da wird er sogar vom Zuschauen warm. Am Schluss geht es um die Demokratie. Für den ehemaligen Sowjetstaat ist die Demokratie keine Selbstverständlichkeit. Das Okkupationsmuseum befasst sich mit der nazideutschen und sowjetischen Besatzung des Landes in der Zeit von 1940 bis 1991. Jetzt reicht's mir aber mit dem Museum. Das schauen wir sich von mir aus noch an, aber dann muss auch Ruhe sein. Vor einigen Jahren kam Linda nach Estland. Allerdings nicht auf ihre geliebte Insel Hiiumaa, sondern woanders hin.
Anhand von Einzelschicksalen bekommt man einen Einblick in diese dunkle Ära der Esten. So, genug aufgewärmt, jetzt geht's zum Adventmarkt in der Altstadt. Boah, da ist aber schon wieder schön kalt. Gibt's nicht noch ein Museum, wo wir noch reingehen könnten? Ha? Also wir sind da am Christkindlmarkt von Tallinn und es ist wirklich wunderschön, vor allem weil es leicht schneit. Schmeckt's? Ja, nach so einer warmen Mahlzeit geht's auch wieder ein wenig leichter. Das ist für die Leute, die zu faul sind, um zu Fuß zu gehen. Und wo kriegen wir da das Ticket? Ich möchte gleich einsteigen. Also ich muss sagen, ich bin zwar eine leidenschaftliche Wienerin, aber die Beleuchtung hier ist schöner als in Wien. Das Erreichen dieser magischen Marke wird in Tallinn ganz groß gefeiert. Boah, der Aufstand der Roboter konnte hier in Tallinn gerade noch rechtzeitig gestoppt werden. Der T5000 hat die extreme Köden nicht mehr ausgehalten und ist da im Schnee angeklotzt. Ja, nach unserer ersten Fahrt mit einem Uber, ja, ihr habt's richtig gehört, wir sind früher noch nie mit einem Uber gefahren. Da haben wir müssen nach Tallinn kommen, dass wir, ja, die Geschichte ist die, wir wollten eigentlich mit dem Bus fahren, haben aber dann die Busstation nicht gefunden. Und bevor wir gar nicht fahren, haben wir einen Uber genommen, weil, wohin sind wir gefahren? Nach QGK Plus. So, ich sehe jetzt eure ratlosen Gesichter direkt vor mir. Ja, QGK Plus ist die Station, wo man mit dem Bussi kommt, wenn man zum Jägerler Wasserfall gehen möchte. Und genau dorthin hatschen wir jetzt wieder bei Eiseskälte. Es hat gefühlte minus 20 oder 30, keine Ahnung. Ich habe im Moment keine Handschuhe an und ich spüre meine Finger nicht mehr. Ich wollte eigentlich schon lang auf den Ausknopf drücken bei der Kamera. Nur ich schaff's nicht, weil meine Finger an der Kamera festgefroren sind. Und jetzt muss ich so lange aufnehmen, bis der Akku leer ist. Zum Glück ist er leer. Kapuze raus.
Es fängt ganz leicht wieder zum Schneien an. In der Wetter-App, die aber gleich löschen werde und deinstallieren werde, weil es ein Schatz ist. In der Wetter-App ist gestanden, wir haben heute Sonnenschein. Genauso stelle man Sonnenschein vor. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Wasserfall jetzt nicht ganz zugefroren ist und wir nicht dahinter spazieren können. Aber es ist trotzdem sehr schön. Er ist nämlich zum Teil zugefroren, immerhin. Also jetzt haben wir Gott sei Dank hergefunden zu einem wunderschönen Wasserfall und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es ist so schön da. Эй, полная коровушка, есть и сидит и бача. Пожалей, душа, заснобушка, молодец, кабакеша. Пожалей, душа, заснобушка, молодец, кабакеша. So, wir haben ja schon gewusst, dass es in Tallinn sehr kalt ist. Was wir allerdings nicht wussten ist, dass es in Tallinn in unserem Hotel auch die kälteste Sauna der Welt gibt. Weil sehr warm war es da herinnen nicht. Obwohl voll Auftrat war, also muss man auch dazu sagen.